Welkom zu deze klas van Säulische Heilung. Wir sind bei der 4. Lektion, wo meine grootste Noten sind. In der 4. Lektion rede ich von hier einer Wüste sein, wo Gott an uns schaffen wird, wo Gott uns Heilung geben wird und uns frei machen will von Dingen. Und in dieser Wildnis wurden Dinge aufgedeckt in uns Leben, was uns fehlen dann. Und das ist, was wir von der bekijken wollen in dieser Lektion. Bevor wir wieder gehen, wollen wir Zeit nehmen für Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir für diese Gelegenheit hier von dir. Wir hier können mit dir Taub kennenlernen, was uns fehlen wird. Wenn wir verstehen können, was uns fehlen wird, dann weit wir auch besser, wo dort zu kriegen und wo die zu kommen, um diese Dinge zu kriegen. Und ich bete Gott, dass du unsere Leute erfallen wirst. Dass wir nicht wollen in der Welt nur diese Dinge sehen, was uns fehlen wird, aber dass wir nur die wollen kommen, wenn du allein hast, dort, was uns fehlen wird. Wir wollen dort von dir anerkennen, dass du allein der Beste, was du geben kannst. Musst du mit uns sein, in diesen Zeit hier segnen. Dankeschön, in Jesus' Namen. Amen. In uns Leben haben wir verschiedenste Tiden, was wir durchgehen. Wenn wir mal kicken an die Geburt, das geht nur wenig Jahren, dann fängt alles an zu ändern. Vielleicht von ungefähr 5 Jahren. Und dann ändert für ein Kind all fehlt. Der verlässt die Möglichkeit von Tüß und fängt womöglich an Schule zu gehen. Und nun darf eine neue Welt auf für das Kind. Nu wordt het kind met ons aan, hier is niet alles mogelijk, zoals dat thuis weer. So nu gaat dat kind een Ändernis durch. Und dann geht das wieder, wo das Kind vielleicht 12, 13, 14 Jahre wird, nu ändert war alles so. Das ist ein bisschen so, wenn die Tiden in uns Leben sind, wo uns in den Uhren kommen, geschmissen wird, nicht so? Und so, nu ist diese Person hier 12, 13 Jahre, und die fängt sich mit uns nicht mehr traurig im Leben. Das lastige Kind, was das vielleicht mal gewesen ist, der erste Gleiche, das spielt sich so, der geht nicht zu finden. Der hat einen großen Komfort, der hier durchgehen wird. Und dann fängt er sich ein Stückchen traurig, also war ein bisschen glad, und dann ändert er was gerautet. Dann wird die Person 20, 21 Jahre, und nu soll dem eins selbstständig werden. Der soll nu von Mom und Dad loslassen und für sich selbst Entscheidungen machen, in sein Leben bühen. Vielleicht mit einem Befrieden, mit einer Familie anfangen. Und so nicht ändert war alles so sehr. Und fängt sich für ein gut traurig, man all das. Und diese Ändernissen, kommt dort sehr drauf an, dass ein Mensch something hier verlieren wird. Und dort ist das ganz erste Ding, wo ich will von reden. Dort ist eine Identität. Auf Englisch sagen wir Identity. Wer ich sein. Die ganz erste Lektion in der Buch hat zu tun mit Klarheit kriegen über wer ich sein. Das ist so wichtig, dass wir das klar haben, wer wir sind. Das ist, wo die Feind das Dollste und Schaffen wird. Dass wir dort wollen verlieren, wer wir sind. Wenn wir dort verlieren, dann bleiben wir dort stehen. Dann gehen wir nicht wieder vorwärts. Dann gehen wir nicht in keine anderen Riesen anbringen. Dann bleiben wir hier stehen. Jedes Mal, wenn dort eine Ändernis ja von uns leben, durch was immer, durch Video, durch große Ändernissen, durch Traumas, dann kommt das darauf an, dass der Feind unsere Identität wegstellen will. Es ist noch ein plattdeutsches Wort dafür, das sich uns ausweist. So, wir sind in der Gefahr, für unsere Identität verlieren, wenn wir schwere Zeiten durchgehen. Dann. In Matthäus 3,17 haben wir die Geschichte von, wo Jesus sich deuten lassen hat von Johannes am Jordan River. Und Jesus hat durch Badantau noch nicht apart was getan, wenn es nicht aus dem Dienst, eine Welt mancher Menschen. Er wird tüß bei Josef und Maria, aber ewig noch nicht apart was getan. Und so, er kommt hier und er lässt sich deuten, und Gott, der Führer, er redet über Jesus und sagt, das ist mein Sehen und wem er ihn gefallen hat. Gott wird dort bestätigen, wer Jesus ist. Dort ist sein Sehen. Und er hat ihn gefallen an den.
Die Gefühle kommen nicht von dem, indem dort all diese gute Dinge all getan hat. Wenn Jesus hat aber dann noch nicht hat, was getan. Der hat noch ruhig kranke Menschen geheilt. Der hat noch ruhig gepredigt. Aber die Gefühle, was Gott hier hat, das hat zu tun mit, dass Jesus weiß, wer er war. Du zweifelst nicht an. Und als das erst bestätigt wird hier, dann sage ich dort, dann wird Jesus vom Heiligen Geist an der Wüste gelehrt. Und an dieser Wüste wird der Feind reut, zum Jesus versuchen. Und da ist du so hünsch umgegangen mit Jesus, kann ich sagen. Und Jesus, der hat auch 40 Tage nicht gegessen. Und wie schwach ist ein Mensch, wenn der auch 40 Tage nicht gegessen hat. In Amavara stund Jesus fast auf Gott sein Wort, wenn Jesus weiß, wer er war. So kriegen dann, was der Feind versucht, und den zu tun, der büdet nicht, wenn Jesus hat klar, wer er war. Und so, wenn du schwere Tiden im Leben hast, was du auch wurscht haben, die wollen Amavara kommen, da die dit eine Ding klar machen, in Luten von Gott bestätigen, dass du bist sein Kind, und das ist alles, was du brauchst. Gott wird durch mit dir sein, die wird die nicht vollen lassen, und die wird die geben, was die fehlen hat. So, das ist, was für mich zu sein ist, das Erste und das Wichtigste, was ein Mensch fehlen hat. Das ist ein Need, eine Not, was ein Mensch hat, dass der weiß, wer der ist. Und so, unser Sieg, die dort, komm zu Gott und fang ut, wer du bist. Du sagst vielleicht, na, ich fehl jeden Tag, ich messe so viel ab, aber das hat nicht mit dort zu tun. Gott wird die Dinge vergeben. Meine Kinder, die blieben meine Kinder, kriegen dann, was die tun. Das hat nichts mit dort zu tun, ob sie meine Kinder sind oder nicht. Der Platz bei mir dort bleibt. Wie viel mehr haben wir unsere Städte nicht bei Gott? Heißt weit besser, als wir es Menschen sind. Und so, das hat nicht mit unseren Worten zu tun, wer wir sind. Die Welt, die kickt nach uns und die wird uns eine Identity geben durch die Dinge, was wir tun. Oder wo uns looten wird, oder wo viel wir haben, oder wo kraftvoll wir sind. Dort wird die Welt uns eine Identity geben wird. Aber dort ist nicht Gott. Gott, der kickt nach mir und die. Und er sieht seine Kreatur. Und wir sind seine Kinder. Und er bestätigt dort, wenn wir ankommen damit. Das zweite Ding, was uns fehlen wird, was ein sehr wichtiges Ding ist, dort ist, dass wir angenommen sind, dass wir geläuft sind. Kein Mensch kann ohne das leben. Da wird mal ein bisschen Test gemerkt, even mit ein paar Tieren, mit ein paar Upen. Zwei kleine Baby-Upen, ein an einen Hack und ein an den anderen Hack. Und diese eine Up, der wird immer sehr fein behandelt, gehalten und verteilt. Und bis es einmal ein kleines Baby wird, nicht? Diese andere Up, der wird bloß Eten gegeben und Wutter. Und der wird nicht in Wut gesagt, der wird nicht eingeschiert, nichts. Der kriegt keine Läufe. Das geht nicht lang, bis der Up sterben wird. Und das ist noch mal bloß ein Tier. Wie viel mehr brauchen wir als Menschen diese Läufe? In 1. Johannes 4, Vers 8, du sagst, wer nicht Läufe hat, kann Gott nicht, weil Gott ist Läufe. Wenn du nicht Läufe hast in deinem Leben, und du siehst in der Welt eine Läufe, und du kriegst das nur nicht, dann will ich dir merken, komm zu Gott. Gott ist Läufe. Wenn die Läufe fehlen, Gott wird dir diese Läufe schenken. Das ist so ein wichtiges Ding, dass wir diese Läufe haben. Dann das dritte ist Sicherheit. Sicherheit ist ein sehr wichtiges Ding für uns. Weil wir leben in einer Welt voll Angst. Wir leben in einer Welt, wo wir nicht näher wissen, was morgen wird passieren, oder wird von dir noch was passieren. Oder wo sicher wir hier sind, wo wir sind. Wegen so viele Dinge aus der uns passieren dann. Und uns Hort schreit nach Sicherheit. Psalm 40, Vers 3 sagt, er trug mich uit dat gefährliche Loch und uit den Sanftrut und stellt meine Feet auf einen Stein, dass ich sicher gehe. Gott ist unser sicherer Steht. Er stellt unsere Feet auf eine sichere Steht ab, wegen er ist der sichere Steht. Und so, wenn du eine Sicherheit siehst, Geld wird dir nicht die Sicherheit geben.
die befreien, dort wird die nicht die Sicherheit geben. Eine Familie umfangen, dort wird die nicht eine Sicherheit geben. Ein großes Haus haben, das ist nicht mehr arg mit diesen Dingen alle haben. Aber dort nicht, wird die Sicherheit geben wird, was die Hart fehlen wird. Wenn mitten in diesem Sturm, durch Gott, heu erst die sichere steht. Die sagen in den Uhren kommen, die ganz sicherste steht zu sein, dass es mitten in den Uhren kommt. Durch den Wind das ganz ruhigste. Und so Gott, der ist nicht bitter an den Sturm. Man all das, was wir leben dann, so gefährlich als das Ramans ist, Gott ist du mitten mangt. Aber wie machen nur Gott kommen? Und du wird uns fallen mit dieser Sicherheit, was wir brauchen dann. Das vierte, was uns fehlen, das ist ein Zweig. Wie man eine Ursache kann, wogegen wir uns Marius abstehen. Wie man eine Ursache kann, im Bad zu kriegen. Und weiten, was wir wollen. Wir müssen ein Ziel haben im Leben, was wir wollen sein zu erreichen. Gott will uns helfen, zu sein, was uns Zweig auf dieser Welt ist. Und hier ganz kurz mit Trägen, eine Ferienlektion, durch eine Wüste, wo Gott uns heilen will und wo Gott uns frei machen will. Wenn wir die Dinge nicht durchgehen, wenn wir nicht mal mit unserer Vergangenheit wollen handeln dass die Wunden mal wollen geheilt werden, dann wollen wir nicht unseren Zweig leben können. Dann ist es ein bisschen, wenn wir immer ein bisschen schwer bleiben, immer repariert machen. Zum bisschen ein Traktor, wo der immer am Schab ist, der will sich irgendwo da auf den Stab nach dem Pflegen, wenn dort ist den sein Zweig, aber das ist einmal das artig und das ist einmal dort artig. Und nochmal fehlt dort, den mal ganz zu sehen, einmal ganz von der Grund durchgehen, kriegen einfach viel Zeit abbrücken dort, und den mal ganz nie merken lassen. Das ist, was Gott mit mir und die tun will. Und der Buchlehrer, oder Ecclesiastes auf Englisch, Kapitel 3, Vers 1, da sagt dort, alles hat seine Gelegenheit. Das ist eine Zeit für jede Sache aber ihr. Gott hat diese Welt so gemerkt, dass eigentlich einen Purpose hat, dass wir einen Zweig haben. Er sagt, alles hat seine Zeit, alles hat seine Gelegenheit. Für alles ist eine Season. Und so, eigentlich sind wir nicht bis für nichts. Und ich weiß, mit einem gebrochenen Hart leben, dann fallen wir uns das dort. Wenn ich gebunden bin und Dinge, dann fall ich so, ich bin hier für nichts. Aber ich bin hier bloß zum Schuden. Und das ist aber nicht, was wir hier sind. Sie als Jesus erst getauft wird und das bestätigt hat, wer wir, dann ging er diese schwere Wüste durch, dann fing er mit dort an, was er gekommen wird. Wenn er sah das durch, er hat eine schwere Zeit hier, er sah das durch, und er ging in der Feld den Zweig, was er in diese Erde gekommen wird. Eigentlich sind auch auf diese Erde für eine Ursache. Das sind Personen, die dort an die was fehlen, dass die wollen kriegen, was ihnen fehlen wird. Und sie haben es nötig, dass du den Zweig leben lässt. Aber laut ist, dass Gott an die schaffen kann, die Leute merken kann. Dann haben wir noch ein Punkt, ein Ding, was uns fehlen wird. Und das ist Balance, Gleichgewicht. Ich habe all auf verschiedensten Städten zu sein gekriegt, wie wichtig das ist, dass der Balance im Leben ist. Uns trug der das immer wiesen, wie viel Pressure der Reifen hat. Und du hast mir nur lernen, einmal zu kicken, wie viel Druck jeder Reif hat. Und mein Mann hat gesagt, sei ernst damit. Wenn der sagen dass ich habe, vielleicht müssen eine Reif patchen und dann sind die Trainen und der hat nu vielleicht 40, während der andere hat nur 31 und so weiter. Da wird also bald nämlich kicken und sagen, okay, stimmt die das? Das ist nicht reich. Die müssen Balance sein, als bald kann was anderes entfernen. So, das ist so einfach aus der Reifen und fertig. Aber unser Leben braucht Balance. Und unser Leben braucht wie dort wie Dinge reich mit umgehen dann. Zum Beispiel, Gott sagt zu Adam einfach, 6 Tage soll ich schaffen, den 7. Tag soll ich freien. Und es ist dort
hat wie Mensch hat dit Gesetz sein nie gekriegt. Für was wir das? Dit wir uns zum Gouden. Saß der schaffen ein Tag fragen, ist dort Balance? Wegen saßen ein, würden sagen, well, 3,5 und 3,5. Dort ist nicht Balance. Weil ich würde es nicht bühen, wenn ich soll 3,5 Tage schaffen und 3,5 Tage fragen. Ich würde das nicht verstehen. Das ist nicht gut für mich. Aber Gott weiß krank, was wird gut sein für uns als Menschen. Aber wir verstehen nicht Balance zu haben dabei. Wir schaffen und schaffen, fangen uneng. Dann wollen wir immer mal, dann niemand will sich mal fragen. Und dann später sich so, wir kriegen uns meist nicht mal gefragt. Wir bleiben beim Fragen und dat, wir wollen bloß noch mal vom Fragen. Wegen du musst ein Balance sein. In 2. Mose Kapitel 3, Vers 8, das erste Part, da sagt Gott so steht. Und nu sie ich gekommen an von unter der Ägypter, ihre gewollt zu raden. Ich war an das Land rütbringen und an nur ein goudet en groot Land bringen. Das ist ein Land, wo Melk und Honig ran. Was ist der Unterschied in Melk und Honig? Well, es ist allebei so erscheint, aber das ist noch ein Unterschied für mich. Melk ist ein Ding, was wir aus dem Nordhof denken. Kleine Babys, die brauchen Melk. Wegen der Milch kann nicht was anderes verdrehen. Melk ist ein sehr wichtiges Part für ein Baby, das dort abwachsen kann. So, das ist eine Nahrung. Honig, kleine Babys sollen nicht Honig haben noch nicht, habe ich auch mal gelernt. Honig ist Seid und Honig, der Flavor geben, was immer die merken das, ein klein bisschen Seid merken. Und die Tee trinken das, dann ein klein bisschen Honig machen. Honig auf ein Beet abschmieren, schmeckt sehr schön. Melk ist ein Ding, was die fehlt, was die muss haben. Honig ist ein Ding, was die was haben, was die kost haben. Wir sind vielleicht alle ein bisschen so abgewaschen, dass wir sollen uns da beschäftigen mit bloß die Dinge, die uns fehlen. Und nicht einmal die Dinge kicken, die uns bis jankern. Das ist nicht ein Sinn, wenn du einen Janker hast für Dinge. Uns Hort hat einfach ein Verlangen in Dinge fertig. Das meint wir nicht, dass das alle errichtet ist. Someday dann hungert mich bloß einfach mal ein Cake. Aber da muss eine Mut mit bei sein. Someday dann eat ich dort, was mir fehlen wird, aber dann will ich noch ein klein bisschen dort, was mir jankern wird. Ich fahre vielleicht in einem Stuhl mit einer Liste von Dingen, was mir fehlen dann. Und dann dabei ich noch ein paar Dinge, was mir bloß jankern werden. Und ich lasse es down. Das ist ein Balance. Because wenn du bloß einmal dort nehmen das, was die fehlen wird, und du die nie nicht hier was jagen, das, was die jankert, dann wirst du bald verdrießlich sein. Die wirst bald anmutig sein. Ich glaube, wir machen uns noch mal was jagen. Und so das ist ein Balance. Mit Milch, mit Honig. Nicht bloß von Milch leben bleiben, nicht bloß von Honig. Da muss ein Balance sein. So, Gott sagt hier zu das Volk Israel, ich will jünd einen Land bringen, wo Milch und Honig sind. Und dort sage ich mir so viel, Gott selbst hat ein Verlangen, uns dort zu geben, was uns fehlt, und dann noch uns dort zu geben, was uns jankern wird. Das ist ein lebender Führer, was seine Kinder will, was geben, was er jankert. Und so, mir freut dort, dass Gott weiten wird, was uns fehlen wird, und dass er ein Verlangen hat, uns diese Dinge zu geben. So, diese 5 Dinge, die wir hier von der durchgegangen sind, bring die für Gott. Er ist der Einzige, was dir geben kann, wo du die Wurst erfüllt fühlst. Er kann dir eine Identität geben. Er kann dir die Sicherheit geben, den Lauf, den Zweck und den Gleichgewicht, den Balance. Das ist, was Gott geben will. So, bring deine Noten für Gott und sieg dich nicht wieder in diese Welt und du wirst die erfüllt fühlen.